Im Zuge der Assimilationspolitik der chinesischen Regierung in Ostturkestan werden noch immer völlig willkürlich Uiguren interniert. Wie das Freie Asienradio berichtet, ist der Professor Kamil Rahim bereits im April des Jahres 2018 verhaftet worden. Der Akademiker fungierte von 2002 bis 2011 in Ürümqi, einer Stadt in Ostturkestan, als Lehrkraft für Literatur und Berater für Lehrpläne. Seine in den Niederlanden lebende Tochter bestätigt die Inhaftierung. Journalisten des Medienunternehmens Bloomberg begaben sich nach China, um über die Vorkommnisse in Ostturkestan zu berichten. Die Reporter seien geschockt über die unhaltbaren Zustände in der Region. Ständige Überwachung und schikanierende Kontrollen würden die Bürger an jeder Ecke durch bewaffnete Kräfte erwarten. Islamische Kulturgüter der Uiguren würden rigoros durch chinesische ersetzt und die Menschen völlig unbegründet in Internierungslager gesperrt. Ebenso besuchten die Journalisten die sogenannten Ausbildungscamps, wo zahlreiche Insassen ihnen höchstwahrscheinlich unter Zwang bestätigen mussten, dass sie sich aus freiem Willen dort befänden, was allerdings von den Reportern als nur wenig glaubwürdig eingestuft wurde. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zarowa warnt eingehend venezolanische Politiker vor Provokationen seitens der Guaido-Opposition, welche am 1. Mai beabsichtigen, mit der bisher größten aufgestellten Demonstration ihren Unmut zu verdeutlichen. Die USA sei bestrebt, jegliche Möglichkeiten anzuwenden, um das Land dauerhaft zu destabilisieren, so Zarowa. Nachdem chinesische Kriegsschiffe eine französische Fregatte in der Formosa-Straße gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert haben, gibt es Spannungen zwischen Paris und Peking. Aus dem Umfeld der französischen Verteidigungsministerin hieß es, vor dem jetzt erst bekannt gewordenen Vorfall von Anfang April hätten französische Marineschiffe im Schnitt einmal pro Jahr die Straße von Taiwan durchquert. Und das ohne jeden Vorfall und jede Reaktion aus Peking. Ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums hatte zuvor betont, die französische Fregatte sei ohne Genehmigung Pekings durch die Meerenge zwischen dem Ost- und dem südchinesischen Meer gefahren. Der Einsatz der chinesischen Kriegsschiffe sei deshalb gesetzesgemäß gewesen. China betrachtet die Insel Taiwan als Teil seines Hoheitsgebiets. Die Anschlagsgefahr in Sri Lanka ist noch nicht gebannt. Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe warnte vor weiteren Terroristen, die Sprengstoff bei sich tragen könnten. Die Behörden hatten zuvor mitgeteilt, 16 weitere Verdächtige festgenommen zu haben. Damit seien 76 Menschen in Gewahrsam. Unterstützt werden die einheimischen Ermittler von Teams der US-Bundespolizei, FBI und Interpol.